Fast. Fast. So. Das noch darüber. Machen wir ein bisschen bewegte Bilder im Hintergrund, wa? Knapp. Ja, knapp war's. Ich war halt abgelenkt, weil mir ist eingefallen, ich habe immer noch keinen Pausenbildschirm. Und da dachte ich mir, machst du mal eben. Oh. Verschwommenes Bild, oder was? Bild. So. Digran, Servus. Diek, Servus. Schatz, Servus. Und Flummi, Servus. Was geht ab? Gut, dass nicht regnet gerade, wa? Aber ich hoffe mal, ihr hört das nicht. So, das noch. Ja, Themen. Lobeshymnen können wir singen, oder? Lobeshymnen. Ansonsten haben wir nichts groß zu meckern, oder? Ja, das hoffe ich auch. Ich glaube es nicht wirklich, aber ich hoffe es auch, ja. Die Mädels spielen gleich im Pokal gegen den BVB. Ja, da bin ich leider absolut nicht im Thema. Da reicht meine Zeit nicht für aus, um da auch noch ins Thema zu gehen. Ja, zur Opa-Geschichte wollte ich noch einen Take sagen. Ist ja letztes Mal ein bisschen emotional geworden, war. Dass das so emotional geworden ist, liegt halt einfach daran, dass mir das völlig wurscht ist. Ob das ein Opa ist, ob das ein Heavy ist, ob das ein Jamal ist, ob das Manuel Neuer ist, ein Thomas Müller, der nicht mehr da ist, oder ob das ein Franz Beckenbauer aus dem Grab wäre. Wenn ein Spieler ins letzte Vertragsjahr geht, dann weiß er, was er tut. Ja. Und dann unterstelle ich dem Spieler einfach, dass er den Verein unter Druck setzen möchte. Punkt. Ja, das ist halt einfach so. Das tut man damit. Ganz einfache Kiste. Erst recht in der heutigen Zeit. Ja, und da muss man eigentlich unterstellen, dass man irgendwas gegen den Spieler hat oder sonst was. Also ist halt einfach ein Fakt in meinen Augen. So. Kann man das nachvollziehen? Jein. Wie gesagt, ich kann die Forderungen nachvollziehen, weil die Forderungen erfüllt wurden bei Fonzie Davis, bei Jamal Musiala, bei Joshua Kimmich. Punkt. Ja, deswegen kann ich den Move nachvollziehen. Muss ich ihn gut finden? Nein. Weil, wie gesagt, der Spieler hat das Heft des Handelns in der Hand, der Spieler hat die Macht dazu und der Spieler nutzt das aus. Wenn er als 26- oder 27-Jähriger oder wie bei Davis als 21-Jähriger, 22-Jähriger ins letzte Vertragsjahr geht, auf einem guten Level Fußball spielt, dann nutzt der Spieler das aus. Weil es völlig normal ist, dass dann Angebote kommen, in erster Linie von Real Madrid. Die haben wahrscheinlich schon vor einem Jahr angefangen, da rumzugraben, weil das einfach deren Art ist, aber auch von jeder anderen Top-Mannschaft. So, Punkt. Wird Upa bis zur Winterpause verlängern? Ist die ganze Aufregung umsonst? Ja, wird das nicht passieren? Ja, I don't know. Ja, ist mir am Ende des Tages dann auch egal, ob irgendwie Opa bei dem Verein bleibt oder nicht. Wie gesagt, das ist unabhängig von dem Spieler. Mir ist dieses Verhalten eines Spielers einfach ein Dorn im Auge und ich finde das hochgradig asozial dem Verein gegenüber, weil man stellt sich immer dahin. Das war übrigens mal ein guter Take, den der Kalle gebracht hat. Dass heute immer von Wertschätzung gelabert wird und die Wertschätzung muss sich immer in Millionen widerspiegeln. Wie gesagt, ob man 14, 16, 18, 20 Millionen verdient, sollte irgendwann dann auch mal egal sein. Wenn man keine Ahnung, mit 25 das schon verdient man das schon mal 4 Jahre, dann hast du schon mal, keine Ahnung, das sind Summen, womit wir als Normalsterbliche nichts anfangen können. Ja. Am Ende einer Fußballerkarriere hat ein Fußballer das eingenommen, was ein Normalsterblicher maximal im Lotto gewinnt. So. Ja, also über was reden wir hier? So. Um das einfach mal ganz emotionslos nochmal rüberzubringen. Und auf die Frage, was ich denke, ob Opa verlängert, sage ich dir, ist mir am Ende des Tages völlig wurscht. Ja,
Ist mir völlig wurscht. Klar, ich würde es begrüßen, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein guter Spieler. Aber wie gesagt, wenn Spieler diesen Move machen, das ist dasselbe wie bei Alphonso Davies, ins letzte Vertragsjahr gehen, damit den Verein unter Druck setzen, finde ich das hochgradig asozial dem Verein gegenüber. Und dann ist mir das auch relativ wurscht, ob dieser Spieler noch beim FC Bayern ist oder nicht. So. Ja. Das ist unabhängig von der sportlichen Leistung. So, da brauchen wir aktuell nicht über den Upa diskutieren. Keine Frage. Ja, ist einfach meine Meinung. Ich mag das nicht. Finde das nicht gut, finde das nicht. Ja. Aber so ist das halt. So, das sind alles heutzutage, haben wir ja schon 100-mal gesagt. Alles Ich-AGs, alles Leute. Ich meine, so ist die Gesellschaft, keiner kriegt den Hals voll so. Ja. Ich meine, 13, 14, 15 Millionen, das reicht immer noch nicht. Du brauchst die 16, 17, 18, 20, 25, am besten 100, wenn es gehen würde. Ja. Da bin ich dann raus, das regt mich auf und dann wird es halt emotional. Punkt. Das nochmal dazu. Keine Themen? Ja, wir haben ja gleich die PK, ne? Keine Themen, was ist denn los? Ben, Glück auf. Aber zum Beispiel mit Davis hat man da ja auch geklappt. Naja, das hat geklappt, weil der FC Bayern eingeknickt ist. Deswegen hat das geklappt. Fonso Davis hat gesagt, lieber FC Bayern, du zahlst mir entweder 20 Millionen und 25 Millionen Handgeld oder ich mache so und gehe nach Real Madrid. So. Da dann aber die ganze Thematik aufkam, oh ja, wenn der Davis da hingeht, Real Madrid möchte auch gerne den Musiala haben und ja, dann wird der Musiala folgen ein Jahr später, weil dann der Vertrag auch ausläuft, dann wird er den nicht verlängern. So. Ja, wenn sich dann Jamal Musiala da hinsetzt und sagt, oh, ich bin aber ganz schön traurig, wenn alle weg sind, die ich mag. Der Leroy und der Fonsi, einer muss auf jeden Fall hier bleiben. Ja. Dann hat man das geringere Übel genommen, nämlich mit Alphonso Davies und hat denen die Kohle in den Arsch geschoben. So, das ist doch der Punkt. Oder wollte mir irgendeiner erzählen, aus irgendeiner sportlichen Leistung heraus würde ein Alphonso Davies nur annähernd 20 Millionen verdienen dürfen in irgendeinem Verein. Bitte euch, Leute. Hör mir auf. Thema brauchen wir aber nicht wieder aufmachen. So, das ist der Grund, warum mit Alphonso Davies verlängert wurde. Ja, vorher hat man große Fresse gehabt, ein Jahr vorher. Hat sich Max Eberl hingelegt, oh, er hat 2 Wochen Zeit, wenn das nicht ist, dann verkaufen wir ihn. Ja, was ist passiert? Gar nichts. So, und das ist derselbe Punkt beim Opa und das weiß der Opa, der ist ja nicht doof. Der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und wie gesagt, ich kann es ja auch nachvollziehen. So, ja, wenn du siehst, ey, dein Kamerad hat das vor einem Jahr genauso gemacht, dann mache ich das doch jetzt auch so. Wäre ich doch doof. Warum soll ich denn nur 15 Millionen nehmen, wenn ich doch auch 20 kriegen kann? Dem ich mich einfach wie ein Wichser verhalte. Dann mache ich das doch. Ja. That's the point. Ja, und das ist der Verein selber schuld. Der Verein hat sich in diese Lage gebracht und bringt sich in diese Lage beim Opa wieder. So. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Du glaubst doch nicht, dass der FC Bayern sich die Blöße gibt und sagt, ja, komm, wir lassen jetzt einen Spieler, der in der Opa so weiterspielt, wahrscheinlich 60, 65 Millionen Marktwert hat. So, den lässt du doch dann nicht ablösefrei nach Real Madrid gehen. Ja. Also wirst du den Opa die 20 Mille in den Arsch schieben, wirst du ihm diese 25 Millionen Handgeld in den Arsch schieben und wirst dich dann wieder damit brüsten, oh, hier der FC Bayern hat mit einem wichtigen, zukünftigen Abwehrchef verlängert, weil wir es so drauf haben. So, darauf wird es hinauslaufen. Machen wir uns doch nichts vor. Das ist 1:1 dasselbe Spiel wie bei Davis. Punkt. Ja, klar können wir das. Wie gesagt, sportlich spielt Opa eine gute Saison. Sportlich gesehen ist Opa jetzt aber auch nicht der Riesenverlust. Punkt. So, fertig. Ja, wie gesagt, erstmal hasse ich ja gar keinen. Wenn, dann würde ich, Hass ist ein Wort, Alter. Ich hasse rechte Spinner, ja. Die hasse ich. So, da benutze ich das Wort Hass vielleicht, aber nicht im Zusammenhang mit dem Fußball, Alter. Und nicht mal im Zusammenhang mit Kevin Großkreuz, Alter, den ich so absolut für einen absoluten Vollhorst halte, aber anderes Thema. Um das mal zu verdeutlichen, also Hass ist das ja nicht. Wie gesagt, ich kann das ja auch voll nachvollziehen, dass der Opa das so macht, wie er es macht. Ne?
völlig nachvollziehbar. Und das ist der Verein selber schuld mit dieser Davis-Geschichte und dann jetzt halt mit dieser Opa-Geschichte. Ja. Ja, wenn du konsequent bist, musst du ihn jetzt im Winter verkaufen und gut ist. So, dann kriegst du vielleicht noch 20 Millionen, wenn du Glück hast. Wenn überhaupt. Dann gibst du dir nicht ganz die Blöße. Dann kannst du es so hindrehen und sagen, ja, der Opa wollte ja nicht verlängern und hat uns keine Wahl gegeben. Natürlich will der Opa verlängern, er will halt einfach die Konditionen haben, die so ein Davis auch hat. Was ja auch verständlich ist, ne? So. Das ist halt das eigene Grab geschaufelt mit dieser Davis-Verlängerung. Weil wie gesagt, das ist kein Spieler, der auf dem Level eines Harry Kanes oder auf einem Level eines Musialas, wenn der in Topform ist. Das ist ein durchschnittlicher Spieler, Alphonso Davies. Das ist ein Spieler auf internationalem Niveau, ja. Vielleicht hat er, wenn er die 2, 3 Steps macht, aber nach der Verletzung musst du erstmal abwarten, ja. Natürlich hat er das Talent, aber das Talent hat auch ein Lennart Kahl. So verdient er deswegen jetzt 20 Millionen, weil er das Talent hat? Nee, natürlich nicht, ja. Und was ein Alphonso Davies sportlich geleistet hat, sind wir mal ehrlich, ja, das ist 10 Millionen Jahresgehalt vielleicht wert, aber keine 20. Ja, ich denke, darauf können wir uns alle einigen. So. Vielleicht kommt er dahin in 2 Jahren, wir wissen es nicht, ja, dann kannst du vielleicht noch argumentieren, hast du vielleicht alles richtig gemacht, aber heute brauchen sich darunter unterhalten, dass der im Verein ist, weil Jamal Musiala im Verein ist. Das ist der Punkt. Sonst hätte man sich niemals von Alphonso Davies so auf der Nase rumtanzen lassen, wie man es getan hat. Ja. Gut, Thema abgehakt. Und wie gesagt, sportlich kannst du einen Opa natürlich ersetzen, um da nochmal kurz reinzugehen. So, du hast einen Minjay, ja, der ist vielleicht gerade nicht so sicher, aber Opa hatte dasselbe vor 2 Jahren, da war er auch nicht so sicher, wie er jetzt ist. Junge, Opa ist ein sehr guter Innenverteidiger, passt gut in unsere Philosophie rein, keine Frage, ja. I don't know. Muss man sich deswegen jetzt auf der Nase rumtanzen lassen? Ist dasselbe wie bei Davis? Weiß ich nicht. Muss der Verein entscheiden. Meine Meinung ist, wie gesagt, geht ein Spieler ins letzte Vertragsjahr, setzt die Pistole auf der Brust des Vereins. Ja, ist das für mich ein asoziales Verhalten dem Verein gegenüber. Punkt. Ja. Aber gut, so ist das heutzutage einfach. Da müssen wir mit leben. Ich bin halt ein alter Sack. Habe immer noch so zwischendurch mal einen Anflug von Fußballromantik. Die sollte man halt einfach nicht haben. Dann riecht einen das auch nicht so auf. Fertig aus. So ist es nun mal. Ich will Opa verkaufen, so gut er gerade ist, aber das ist das alte Problem, das wir haben. Wenn er sich wohl bei dem Verein fühlt, ist das Gehalt bis zu einem gewissen Punkt dann egal. Ja, ist es ja eben nicht in der heutigen Zeit. Sollte vielleicht irgendwann so sein, ja. Hab ich ja gerade schon gesagt, ob du jetzt 15 Mille hast oder 20 Mille, weiß ich nicht. Da muss irgendwann auch mal sagen, ey, ich spiele beim geilen Verein, ich habe hier alle Möglichkeiten. Ja, weiß ich nicht. Muss er deswegen Wasser aus dem Hahn trinken oder was? Weil er nur 15 anstatt 20 Millionen kriegt? I don't know. Aber das sind so Sachen, die wir halt nicht nachvollziehen können, sehr wahrscheinlich. So, die Spieler in der heutigen Zeit, anscheinend ist es so, ich mutmaße das jetzt, ich weiß das nicht, aber anscheinend ist es ja so, dass viele Spieler wirklich, ich meine, die labern ja auch immer den Scheiß, wahrscheinlich eingetrichtert von irgendwelchen Beratern, dass die Wertschätzung wirklich daran festmachen und das ist halt lächerlich. Ja, also, weiß ich nicht, man sollte Wertschätzung an anderen Dingen festmachen, wie nur an dem Gehalt, aber gut. Das muss dann jeder Spieler plus Berater für sich am Ende des Tages entscheiden und deswegen triggern mich solche Sachen halt, ja, weil ich das immer albern finde. Blondie, guten Abend. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass Dortmund wieder auf der 2 hinter dem Bayern ist. Klar ist das nur eine Momentaufnahme, aber ich freue mich auf das Duell gegen euch am 7. Spieltag. Ja gut, das war ja zu erwarten, oder? Ja, man wurde ein bisschen belächelt, wenn man das geäußert hat vor der Saison, aber eigentlich war das zu erwarten. Ja. Wer soll da sonst stehen? Also, weiß ich nicht. Ja, einzig Nico Kovac jetzt irgendwie in den Sand setzen können oder was, keine Ahnung. Aber hat ja bei uns auch keinen so schlechten Job gemacht. Ist halt an Thomas Müller und so weiter dann gescheitert bei uns, aber.
Wie weit das Leistungsvermögen ist von Dortmund, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Nach der Länderspielpause. Bin ich selber gespannt drauf. Ja, ich kenne Nico Kovac Fußball nur bei uns. Mal gucken. Bin gespannt. Freue mich aber auch auf das Spiel. Aber wie gesagt, dass Dortmund da oben an zweiter Posi ist für mich jetzt nicht wirklich überraschend. Also Leverkusen mit einer ganzen Mannschaft Abgang, einer ganzen Mannschaft Zugang, mit einem Trainer, der 3 Wochen da war oder 6 Wochen, weil er Vorbereitung machen durfte, dann neuer Trainer. Sowas willst du da erwarten. Ja. Frankfurt ist einfach nicht konstant genug. Die ganze immer schon. Ja, die haben immer so hoch, so Peaks. Ja. Dann hast du noch Leipzig, die hast du am ersten Spieltag abgeschossen, seitdem sind die da. Und dann hört es auch auf, Alter. Aber selbst Frankfurt ist schon 6 Punkte weg. Also, eigentlich ist da gerade nur Dortmund und Leipzig, wa? Sei denn, wir verlieren jetzt gegen Frankfurt, verlieren gegen Dortmund, dann rückt das vielleicht alles nochmal ein bisschen zusammen. Aber ansonsten ist das da oben auch relativ, ich meine, Köln und Pauli haben da die ersten Spieltage oben rumgedümpelt, also. Ja, so ist es halt. Aber ich bin auch gespannt auf das Spiel gegen Dortmund. Endlich mal wieder, wo Emotionen da sind. Olli, servus. Gehst du heute live auf die PK? Ja. Aber mit Tar und Kim hat man super IVs für die Startelf, sollte man einen jungen Spieler holen, den man ranzieht. Ja, wir haben generell gute IVs. Mit Opa, wie gesagt, wir haben 3 sehr, sehr gute IVs. Da brauchen wir gar nicht. Und darfst ja auch nicht vergessen, dass ein Ito noch dahinter ist. Ab Rückrunde vielleicht. Also wenn der wieder an seine Leistung anknüpfen kann von Stuttgart, ja. Seht ihr, da ist das Training schon vorbei. War ja auch eine grandiose Vorstellung. Dann ist es, keine Ahnung, über was reden wir dann, Alter. Ja. Also das ist eine Position, über die wir uns keine Sorgen machen müssen. Ja, selbst der Kiala, hieß er Kiala? Selbst der hat doch überzeugt in der Vorbereitung, der auf Innenverteidigerpose gespielt hat mit seinen, was, 17 Jahren. Also, da müssen wir uns, glaube ich, recht wenig Sorgen machen aktuell. Wo führt das hin, dass in 2, 3 Jahren die Top 13 ab 18 Mille aufwärts werden? Ja, wird ja angeblich nicht passieren bei uns. So, deswegen hat man ja jetzt die Großverdiener abgegeben, aber man hat sich halt mit dem Davis halt ein Eigentor geschossen. So. Also eigentlich, wenn du das wirklich ändern willst beim FC Bayern, dann musst du beim Opa jetzt hart bleiben. So, dann schade für den Opa. So, wie gesagt, ich verstehe das voll, dass er das durchziehen will. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Aber als Verein musst du dann jetzt die Eier zeigen. Dann musst du sagen, bis hier nicht weiter. Und dann musst du ihn im Notfall ablösefrei gehen lassen. Ja, dann ist das so. So, dann hast du ein Zeichen gesetzt, aber das Zeichen hättest du dann jetzt im Sommer setzen müssen. So, weil das ist wieder das Zeichen, ja, das kann ja jeder Spieler dann so machen und jeder Spieler geht ins letzte Vertragsjahr und verpisst sich dann ablösefrei und zieht sich irgendwo ein Handgeld rein. Das ist halt auch wieder ein Zeichen, was für ein Arsch ist. Ne? Aber das kriegen wir halt nicht hin. So. Da haben wir nicht die Eier für, das irgendwie dann zu klären, wenn es sein muss. Ja. Das machen andere Spitzenvereine besser. Stunny, alles, was ich von Stunny bisher gesehen habe als IV, war echt gut, ne? War echt gut. Klar, natürlich ein anderer Typ. So, ist jetzt nicht so der gefühlt 2 Meter, 100 Kilo Hühne. Mehr so der Pavard-Typ. Aber bisher war alles, was ich von Stunny bei uns auf der IV gesehen habe, hat mir fast besser gefallen wie auf der Außenverteidigerposi. Ja. Wir werden sehen. Also wie gesagt, IV ist keine Position, über die wir uns Sorgen machen müssen beim FC Bayern. So gar nicht. Ich meine, zur Not stellst du Leon Goretzka noch dahin. Der dümpelt ja auch noch rum bei uns. Ja. Also von daher, alles ist gut. Ja, gut, das ist ja nichts Neues. Ja. Also ich lese mal vor, guten Abend, Kai und alle Zuschauer. Nach meiner Bewertung beginnt das Problem mit überhöhten Zahlungen bereits vor 4 Jahren, beispielsweise die Gehälter eines Sané, Knabris,
Verlängerung mit Kimmich, Davis und Co. Ja, das fing schon an mit Coman. So, ich glaube, Coman war vor Gnabry oder war Gnabry erst? Eigentlich hat es angefangen mit der Sané-Verpflichtung. So, das war der Knackpunkt. Ja. Was hat ein Leroy Sané verpflichtet für 20 Millionen Jahresgehalt? So. Und dieser Spieler hat nicht ansatzweise für ein Jahresgehalt für 20 Millionen performt. Ja, das war einfach ein Durchschnittsspieler, der ab und wann mal ein paar Peaks hatte. Gerade wenn Champions League war, hat er ein bisschen mehr Bock gehabt. So. Und dass dann Spieler daherkommen wie Gnabrys, wie Comans, die ja dann sogar noch ein besseres Level haben, als ein Leroy es hatte und dann sagen, ey, pass mal auf, wenn der so viel verdient, will ich auch so viel verdienen. Ja. Und damit hat es angefangen. Damit hast du dich dann in die Scheiße geritten. So. Und jetzt hast du genau 1:1 denselben Fehler mit dem Davis gemacht. Wie gesagt, wenn Davis ich meine, Harry Kane gestehst du das ja auch zu. Ja, du gestehst das auch im Musiala zu. Ich denke, jeder, der in dieser Mannschaft spielt, weiß, so, was Musiala zu leisten imstande ist und weiß dann auch einzuordnen, ja, pass mal auf, dass der irgendwie vielleicht 5 Millionen mehr verdient wie ich, ist schon klar. Ja, so. Aber wenn du dann einen Spieler wie Alphonso Davies, der internationales Level hat, 20 Millionen gibst, warum soll dann ein Upa sagen, der höheres Level sportlich gesehen hat wie ein Davies, ja, warum soll der dann sagen, ja, gib mir doch 5 Millionen weniger wie dem? Why? Aus welchem Grund? Ja? Aus welchem Grund soll er das sagen? Ist doch aus seiner Sicht völlig Banane. Ja? So, und damit hast du wieder 1:1 dich in dieselbe Scheiße geritten mit dieser Verlängerung von Davis. Ja? Das ist das Problem. Das ist wieder gedacht von 0 bis Mittag so. Wie gesagt, man hat das Gefühl gehabt, das war gedacht, wir müssen das jetzt unbedingt machen, damit Jamal bleibt und wir nicht irgendwie eins unserer größten Talente verlieren. Und ja, keine Ahnung, guck dir den FC Bayern gerade ohne Jamal und ohne Davis an. Hat irgendjemand ansatzweise gerade den Gedanken, scheiße. Wir vermissen die so hart, wir sind so schlecht eigentlich. Nee, du denkst dir, what the fuck, Davis, hä? Conny Leimer spielt einen viel, viel besseren Linksverteidiger, als Alphonso Davies das jemals tun wird. In allen Belangen. In allen Belangen. Vielleicht vom Top-Speed her nicht, da ist ein Davies natürlich vorne. Ja. Ja. Und Musiala, ja, na klar, bringt ein Musiala nochmal einen anderen Peak rein. Ja, als ein Gnabry das gerade tut. Obwohl Gnabry gerade gute Form hat, keine Frage. Ja, meine Güte. Aber man sieht es doch gerade. Geht die Welt dann unter beim FC Bayern, wenn ein Musiala nicht mehr beim FC Bayern wäre? Nee, tut sie halt nicht. Ja, so ist es halt. Kein Spieler ist größer wie der Verein. Punkt. Ja. So ist es halt. Ja, wo ist denn real von der Aufgabe jetzt reizvoller wie der FC Bayern von der sportlichen Sicht gesehen? Was ist da denn reizvoller? Hä? Ist 1:1 genau die gleiche langweilige Pissliga wie unsere, Alter. Du hast Barcelona und Real Madrid und das war es. Du hast vielleicht alle 3 Jahre mal Atletico, die eine bessere Saison spielen, dann hast du irgendwie mal einmal Sevilla da oben reinkratzen, aber die spielen ja niemals um Meistertitel. Dann hast du irgendwann mal Atletico Bilbao da reinkratzen. Das ist 1:1 wie die Bundesliga, Alter. Da gibt's doch nichts. Der Rest ist Fallobst. Wie in der Bundesliga. Wo hast du denn da mal irgendwie ja, die haben 2 Mannschaften auf dem Level wie bei uns. Ja, müssen die Dortmunder sich mal ein bisschen anstrengen, dann hätten wir auch 2 Mannschaften. So, aber die verkaufen ja immer, sobald die besten Angebote reinkommen, ihre Spieler, deswegen kommen die nie auf das Level. So, das ist der einzige Unterschied. Aber was ist daran denn sportlich reizvoll? Hä? Bitte dich. Sportlich reizvoll, weil Real Madrid öfter die Champions League gewinnt, ja. Das ist aber der einzige Punkt. Weil La Liga ist doch sportlich nicht reizvoller wie die Bundesliga. Außer, dass das Wetter besser ist. Ja, und der Fußball vielleicht ein bisschen technischer, aber reizvoller, sportlich, der jetzt bei Real Madrid spielt oder beim FC Bayern, weiß ich nicht. Das sehe ich jetzt nicht so.
Das weiß ich nicht. Ich habe noch keine Dortmund-Spiele gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, wie der Fußball aussieht unter Kovac. Aber ist dann für Dortmund wahrscheinlich auch, ist so der Tuchel-Moment. Tuchel hat auch keinen schönen Fußball bei Dortmund spielen lassen, aber sehr erfolgreichen Fußball. Ja. Und ich glaube, das ist manchmal, was Dortmund so braucht. Die brauchen einfach mal ein bisschen Disziplin da in ihren Vorgehen. Da hat man immer so das Gefühl gehabt, die letzten Jahre, da waren immer irgendwelche Trainer, die das einfach nicht hinkriegen. So, und das machen wir uns nichts vor. Also du kannst ja Kovac ja viel unterstellen, aber das mit Sicherheit nicht. Aber ich habe nichts gesehen von Dortmund. Werde ich gegen uns sehen, ob der Fußball schön ist oder nicht. Ist mir aber am Ende auch egal. Friesenbaumer Abend, habe ich schon gesagt. Was hältst du denn von meiner total verrückten Idee, Kai Kimmich als RV und auf der 6 Bischof und auf der 8 Leimer? Ich weiß, total crazy. Ja, der Zug ist abgefahren, ne? Ich habe auch keine Lust mehr, darüber zu diskutieren eigentlich. Der Zug ist doch klar abgefahren. Wenn, dann hättest du das doch zu der Zeit machen müssen, wo du keine RV hattest. Und wo Kimmich noch RV in der Nationalmannschaft war, da hättest du das ja noch verargumentieren können. So, wie willst du das jetzt verargumentieren? Geht doch nicht. Ja. Und Conny Leimer, I don't know. Ich bin sehr gespannt, wenn wirklich ein Davis wieder fit ist, weil ein Kompany ist ja Davis-Fan. Dann bin ich sehr gespannt, wenn dann noch ein Stunny fit ist und der einen guten rechten Verteidiger spielt. Ja. Einer muss ja dann geopfert werden. Entweder ist es Conny Leimer, den du eigentlich nicht opfern kannst, weil er dieses Fickrige mitbringt, was sonst wenige Spieler haben bei uns. Von daher wirst du uns dann nie opfern. Ja, aber dann steht ja ein Juve-Angebot im Raum, dann wird es wohl wieder darauf hinauslaufen. Willst du mit Gnabry verlängern? Nein. Auf gar keinen Fall. Auch nicht für 10 Millionen. Einfach nein. Das ist dasselbe wie Leroy Sané. Sorry. Also man kann nicht, du kannst doch nicht, wenn es darum geht, ey, es geht um eine Vertragsverlängerung. So. Und dann guckt die ganze Welt, die Presse und jeder guckt auf die letzten, oder sagen wir die ersten 8 Spiele in dieser Saison jetzt. So, da guckt man, boah, der Knapp, ja, da müssen wir jetzt aber den Vertrag verlängern. Er hat 8 gute Spiele gemacht, das hat er ja seit 5 Jahren nicht gemacht. Ja, you know, du musst mal die letzten 5 Jahre sehen. Und dann kann er diese Saison überragend spielen. Drauf geschissen, Alter. Drauf geschissen. Hat er einfach nicht verdient. Kann er gerne mal von seinen, was kriegt er? 17, 18? Die letzten 5 Jahre. Kann er ja gerne 20 oder 30 von zurückzahlen. Oder er kann gerne sagen, ich spiele die nächsten 3 Jahre für den obligatorischen Euro beim FC Bayern. Dann können wir gerne den Vertrag verlängern. Dann kommen wir immer auf ein Durchschnittsgehalt, was seiner Leistung angemessen wäre. Sorry, Alter. Warum spielt der Gnabry gerade gut? Der Gnabry spielt gerade gut, weil sein Vertrag ausläuft. Nichts anderes. Da braucht er euch nicht dahinsetzen und einen erzählen, oh ja, ich spüre jetzt das Vertrauen vom Trainer, weil der Leroy ist nicht mehr da. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt mal gesund. Alter, halt dein Maul, Alter. Halt dein Maul einfach. Er ist 5 Jahre bei uns und hat 4 Jahre lang keine Leistung gebracht. Ist über den Platz gepimmelt, Alter, als wäre er irgendwie ein klappriges Pferd. Junge, und jetzt wie? Das ist die gleiche Saison, wo letztes Mal sein Vertrag ausgelaufen ist. 1:1 dasselbe. Plötzlich hast du einen fitten Gnabry, ein Gnabry, der läuft, ein Gnabry, der Defensivarbeit leistet. Hat er sonst nicht getan, was ihn nicht interessiert hat. Weil er seine Kohle gekriegt hat, da ist nicht umsonst Gucci Gnabry. Junge, der spielt um einen neuen Vertrag, deswegen reißt er sich gerade einen Arsch auf. Das ist alles. Punkt. Junge. Also wenn der FC Bayern da wieder in dieselbe Falle tappt wie vor 5 Jahren, ja, keine Ahnung, dann ist dem Verein noch nicht mehr zu helfen, Alter. So, erstens ist er 30 oder was? Wenn du den Vertrag verlängerst, ist er 31. Was willst du den verlängern? Am besten wieder für 4 Jahre, bis er 35 ist, für 17 Millionen? Ja, geil. Hör mir auf, bitte geh einfach. Und wo soll denn Gnabry spielen, wenn Musiala wieder da ist? Wo spielt denn dann ein Gnabry?
Klärt mich auf. Weil ein Gnabry spielt ja jetzt nur so gut, weil er in der Mitte spielen darf. Ne, Gnabry darf ja jetzt in der Mitte spielen, deswegen spielt er so gut. Und weil er das Vertrauen vom Trainer spürt. Ja, wenn Musiala wieder da ist, steht er nicht in der Startelf. Wo soll er spielen? Wo soll er spielen? Auf der rechten Seite für Ulisse? Oder auf der linken für Diaz? Oder bleibt er einfach in der Mitte und Musiala sitzt auf der Bank? Nee, er könnte aber auch auf der 9 für Harry Kane spielen, oder was? Leute, macht euch doch nichts vor, ey. Ja, es ist alles schön, dass ein Gnabry gerade gute Leistung bringt. Toll. Ja, er hat mal 8 gute Spiele in den letzten 4 Jahren gezeigt. Geil. Da letzte Saison übrigens auch die ersten 6 Spiele und danach ist er in der Versenkung verschwunden. Ja, warum wird denn ein Gnabry gerade in jedem Spiel nach 60 Minuten ausgewechselt? Wollt ihr die Antwort wissen? Er wird ausgewechselt, weil man Angst hat, wenn er länger spielt, dass er wieder verletzt ist. Und wenn er wieder verletzt ist, dann ist er wieder verletzt, 4, 5 Wochen und dann kommt er nicht mehr zurück, dann bringt er wieder nur Kackleistung. Aber man ist ja gerade auf ihn angewiesen, weil ein Musiala nicht da ist. Ja, deswegen packt man den gerade in Watte und pudert ihn den Arsch, damit er auch ja Lust hat. Junge, wenn der Musiala wieder da ist, wenn du da Alternativen hast, ja, Hovi, Alter. Lächerlich. Soll er nochmal in der Premier League gehen, kann er nochmal zeigen, was er kann. Ist doch alles gut. Und dann ist das ist 1:1 derselbe Faktor wie Leroy Sané bei Galatasaray gerade. Wenn du den Gnabry, wenn der irgendwo hingeht, wo er einen fetten Vertrag kriegt, dann macht er Dienst nach Vorschrift und das war's. Das sind einfach Spieler, die haben keinen Ehrgeiz mehr. Denen geht es nur um die Kohle. Punkt. Und deswegen reißt er sich jetzt den Arsch auf, weil er im letzten Jahr ist. Das ist alles. Herrlich. Dass Musiala, Kane und Kimmich mit Abstrichen auch neuer gutes Geld verdienen, ist doch klar und musst auch machen. Problematisch ist nur, wenn du Durchschnittsspieler Topgelder. Ja, aber das ist doch unser Problem. Und das Problem hast du mit dem Davies wieder geschaffen. Ich habe da auch kein Problem damit, wenn die, wie gesagt, ja, also wenn da ein Harry Kane steht, der unser Spiel trägt mit allem, ja, müsste, also wenn du das rein sportliche und Führungsspielermäßige nehmen, müsste Harry Kane das Doppelte von Kimmich verdienen, Alter. So, und dann dürfte ein Kimmich noch nicht mal nur ansatzweise den Mund öffnen und sich beschweren. Und das ist ja auch völlig okay. Ist ja in anderen Top-Mannschaften auch so. Bei uns ist doch nur das Problem, wie du es sagst. Der Durchschnittsspieler bei uns oder der Spieler auf internationalem Niveau, der verdient schon das, was andere Spieler, selbst bei Real Madrid, verdienen, wenn sie absolute Weltklasse-Spieler sind. Ja, das bekommen bei uns Durchschnittsspieler. Das ist der Unterschied. Das ist das Problem. Ja, sofort stellt er das Fußballspielen wieder ein. Sofort. Leimer profitiert aber auf links definitiv stark von Diaz, der auch 4 Meter mit nach hinten macht. Ja, na klar. Na sicher. Gut, da ist Michael aber auch ein anderer Spieler. Ja, Michael macht für die Art Spieler, die er ist, finde ich auch schon viel mit nach hinten. Also auf jeden Fall mehr, wie so ein Serge, so ein Coman oder ein Sané jemals getan haben. Aber ein Diaz ist halt, ja. Also wenn Conny Leimer vorne ist, dann ist Diaz unser Linksverteidiger. Hat er gar kein Problem mit. Der macht die Meter. Ja, solange er es kann. Du hast es dann im letzten Spiel gesehen, in der, was war es, 81. Minute, wollte er noch hinterher. Es ging einfach nicht mehr. Da wurde er ja ausgewechselt. Ja, und dann klar profitiert er davon. Wird auch ein Davis von profitieren. Ja. Brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Real ist einfach eine höhere Chance auf einen Champions League-Titel. Ja, das stimmt. Ja. Da sage ich auch nicht nein. Real ist da einfach abgewichster. Ne? Real ist das dann, da ist auch egal, welcher Trainer da sitzt. So, das ist einfach in dieser Mannschaft drin, Alter. Wenn die sehen, Kacke, heute ist nicht, ja, dann stellen die sich hinten rein, mauern, so wie sie gegen uns gespielt haben, gewinnen das Ding dann 2-1 glücklich und arschgeleckt, ist denen scheißegal. Ja? So, und das ist ja das, was ich sage, wo wir hinkommen müssen. Ne? So, aber langsam hat man ja zumindest das Gefühl, dass wir auch ein bisschen da hinkommen.
Also, also wenn der Gnabry jetzt wirklich mal eine Saison gut durchspielen sollte, ja, was ja, wie ich gerade schon sagte, schwierig wird, wenn so Musiala wieder da ist, weil dann ist, weiß ich nicht, dann ist halt kein Platz da, so, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Ja, du kannst ja da mit dem Gnabry, wenn er 30 ist und er ist fit, und du meinst: „Ja, ich glaube voll an Gnabry“, dann kannst du ja meinetwegen mit ihm verlängern für 2 Jahre. Ja, dann ist aber auch gut. Aber dann reden wir über 10 Millionen, weil er ist kein Stammspieler. Du kannst ja nicht 'n Ersatzspieler, das ist sowieso das Denken, was ich nicht verstehe. Ja, du kannst doch da nicht anfangen und sagen: „Oh ja, der Gnabry ist aber Nummer 5 oder Nummer 6 in meinem Kader für die 4 Positionen. Ach, ich gebe den 17 Millionen. What the fuck? Hä? Da kannst du halt auch 'n Jugendspieler dahinstellen. Da musst du halt einfach mal die Eier haben. Ja, da brauchst du keinen alten Satten, den du 17 Mille in den Arsch schiebst. Da setzt du 'n jungen Wilden dahin und gut ist. So. Wir reden über Ersatzspieler. Wir reden nicht über die erste 11 oder die ersten 13 oder ist halt wild. Wenn Musiala wieder da ist, Gnabry wieder verletzt. Ja, weiß ich nicht. Ist ja vom Josh weggezogen jetzt. Vielleicht ist das so der Change bei ihm. Gnabry als Kane-Backup wäre auch fatal, aber war ja letzte Saison. Golli, guten Abend. Letzte Saison 47 Spiele, 7 Tore, 9 Vorlagen. Tja, keine Ahnung. Das kannst du jetzt als gut oder schlecht interpretieren, ne? Genau, er kann ja nach Istanbul gehen. Die sind bestimmt ganz heiß auf den nächsten altbackenen Superstar vom FC Bayern. Ja, ein Heavy hat jeden Cent verdient. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ey. Selten so einen kompletten Spieler gesehen. Ja, aber das ist halt hausgemacht beim FC Bayern, ne? Dass die das alle auch meinen, dass dem so ist. Ja, ich weiß gar nicht, was 'n Ulisse gerade bekommt. Aber ja, der hat auf jeden Fall Argumente zu sagen: „Gib mir mal ein bisschen mehr.“ Da brauchen wir nicht drüber reden, denke ich. Ja, wir sollten generell mal ein bisschen leistungsbezogene Verträge für solche Spieler einführen, oder? Verstehe ich halt eh nicht. Und dann ist das ja auch fein. Aber das sollte man generell im Fußball tun. Generell beim FC Bayern aber. Wenn du der einzige Verein bist, der sagt: „Ey, komm, lass uns doch jetzt mal sind wir mal utopisch. Ein Grundgehalt max 8 Mille machen.“ So. Und du kannst, wenn du voll feuerst, Leistung bringst, alles, kannst du auf 16, 17, 18, meinetwegen sogar auf 20 Millionen kommen, wenn du Champions League, Meisterschaft, Pokal gewinnst. Bam. Ja? Aber welcher Profi kommt denn dann zu dir und sagt: „Ja geil, da habe ich Bock drauf. Jetzt kriege ich 8 Mille, kriege ich safe und für den Rest muss ich mir den Arsch aufreißen.“ Aber ich kann auch dahin gehen, da kriege ich das einfach so. Egal, ob ich in der Startelf stehe oder ob ich auf der Bank sitze oder ob ich krank zu Hause liege. Ja, so. Ja, das bringt ja nichts, wenn das ein Verein macht, ne? Aber es wäre schön für den Fußball, wenn da mal irgendwie was kommen würde, was mal in diese Richtung gehen würde. Das wäre schön. Dann wäre es vielleicht wieder ein klein wenig glaubwürdiger. Aber gut, so ist es halt. Müssen wir mit leben, ne? Mm, 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 mm. Du, 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 du. Ja, mal abwarten. Naja, weiß ich nicht, ob Angebot und Nachfrage das Einzige ist, was zählt.
Da spielen ja noch andere Sachen mit rein. Was im Fußball halt nicht so der Faktor ist. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja, dass das alles umgangen werden könnte und so weiter. Der Fußball ist, was das angeht, halt einfach nicht mehr zu retten. Ist halt so. Sei denn, es wird irgendwann mal, ja. Ich meine, bei FC Bayern hat man ja wenigstens so ein bisschen die Zeit der Zeichen erkannt, so von wegen Ansage mit Gehalt kürzen und sowas. Ich meine, wir können ja viel über den Uli schimpfen und so, da hat er aber natürlich recht mit. Ja. Ansonsten, so wie die Entwicklung war und ist, ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist schwierig zu sagen, so, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo die ersten 4 in die Champions League kommen. So, über was reden wir, ja. Es ist ja nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, wo du gesagt hast, oh Scheiße, jetzt bin ich mal international nicht dabei und da musst du ja schon eine Katastrophensaison als FC Bayern spielen, wenn das so Fünfter wirst. Geschweige denn Achter und nicht europäisch dabei wärst. Ja. Das geht ja fast gar nicht mehr. So, sind wir mal ehrlich. Da kannst ja, keine Ahnung, da kannst du jedes Spiel zu 7 auflaufen, dann kommst du unter die ersten 7, also in der Bundesliga. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, ist jetzt hochtrabend gesagt, aber ist so. Ja. Du hast Dortmund, du hast Leipzig, du hast vielleicht Frankfurt jetzt die letzten Jahre, Leverkusen wird wiederkommen. Dann hast du Stuttgart, die mal da reinstoßen oder sowas, irgendeine Überraschungsmannschaft. Ja. So. Ja. Früher hast du noch gesagt, ja, du musst jetzt aufpassen. Wenn du jetzt mal ein Jahr nicht da drin bist, dann fehlen dir 30 Millionen. Und das ist ja alles nicht mehr. Du kannst ja schon ein bisschen anders planen beim FC Bayern. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, ich sehe das. Ich habe die Seite ja schon auf. Ja, alles gut. Zeit für ein größeres Stadion. Ja, aber es wird ja auch nicht, ist ja auch nicht machbar. Das ist ja auch nicht machbar. Es war ja schon ein Heidenakt, dass du überhaupt das Stadion bauen durftest. Das ist ja alles nicht so einfach, so wie in den USA oder sonst wo du sagst: „Oh ja, komm, ich guck mal, ich würde gerne 'n neues Stadion haben. So, welche Stadt, bezahlt mir das denn?“ „Ja, ihr bezahlt mir?“ „Ja, komme ich mit meinem NFL-Verein komme ich dann zu euch, ne? Dann benennen wir uns einfach um und dann geht das.“ Ist ja nicht so. Bei uns muss ja betteln und bitteln, dass du irgendwo 'n Stadion überhaupt bauen darfst, 'n neues. Ja, muss ja 'ne Verkehrsanbindung, muss ja und hast du nicht gesehen. So ist das. Sind ja komplett unterschiedliche Welten, ne? So, und ich weiß nicht, ob 'n Ausbau dieses Stadions überhaupt möglich ist, technisch. So, was bleibt dir? Irgendwann dann nur die Option, die Preise zu erhöhen, ne? Weil wenn du genug Nachfrage hast, haben wir ja grad gelesen, Angebot und Nachfrage. So, da muss man auch mal Lob und Anerkennung an den FC Bayern sagen, weil ich denke, du könntest die Preise locker verdoppeln. Locker. Das Stadion wäre trotzdem voll, weil es einfach viel zu viele Anfragen gibt. Ja, wenn die Preise verdoppelt werden, hast du vielleicht auch bessere Chancen, Ambo, wenn du dann bereit bist, den Preis zu zahlen. Ja gut, aber wie ich gelesen habe, hat er in Liverpool auch irgendwie nur 10 Millionen verdient, der Diaz. So, dann ist das jetzt auch nicht die große Kunst, dem 'n bisschen mehr Gehalt zu zahlen, wie er in Liverpool bekommen hat. Ja, das ist ja, was ich immer sage, man ich weiß nicht, was die Leute immer denken. Die denken immer, wenn wir Spieler verpflichten, die haben bei ihren Vereinen immer 20 Millionen verdient oder was?
Ja, nochmal, diese ganzen Top-Vereine haben meistens 2, 3 Spieler, die 20, 25, nehmen wir Real Madrid 30, 35 Millionen verdienen und der Rest dümpelt damit 10, 12 rum oder weniger, ja? So läuft das bei denen. Wir sind ja nicht umsonst in den Top 3, was Gehälter anbelangt. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr mit den ganzen Abgängen. Wäre mal 'ne aktuelle Liste schön. Ja, aber das ist doch das Thema. Der Diaz hat nicht da irgendwie 17, 18, 19 Millionen verdient in Liverpool, ne? Hat er nicht. Ja, aber die brauchst du ja jetzt auch nicht noch mal dabei haben, Coolio, was Stadion anbelangt. Ja, natürlich sind die Ticketpreise sehr fair. Aber es kommt ja immer, wie gesagt, Angebot und Nachfrage, wa? Also, könntest beim FC Bayern locker den Preis verdoppeln. Ja, dann würden dir die Ultras aufs Dach steigen, so, logisch. 'N paar Fanclubs vielleicht, aber die ganzen die 60%, 70% Event-Fans, die in diesem Stadion jedes Mal sind, was nun mal einfach Fakt ist, ja, das brauchen wir nicht drüber reden, die würden das trotzdem zahlen. So, Punkt. 4 Millionen netto, ja, sag ich doch. Ja, Pfund ist dann was? 5,5 oder was weiß ich, wie der Wechselkurs gerade ist. So, das ist halt der Unterschied, ne? So, das ist ja, was ich sage. Aber wir sind ja auf dem Weg dahin. So, ob der umsetzbar sein wird, werden wir sehen. Wir waren Platz 2, ja, europaweit. Das muss man sich mal reintun, ja? Und wir reden von der Premier League, wo ja angeblich die Gehälter so sind. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die vor uns war Real Madrid oder sowas. Das musst du dir halt mal reintun, ja? So. Ich meine, klar, wir konnten es uns leisten, können es uns immer noch leisten. Du schreibst noch schwarze Zahlen, aber gesund ist das natürlich nicht. Und dass dann die Spieler, die Gnabrys, die Kimmis, die Goretzkas, ja, wa? Die dann irgendwann im Loch fallen und sich denken: „Oh, ist ja alles gut, ich habe ja meine Kohle hier, ist so, warum soll ich zum anderen Verein gehen? Da kriege ich doch niemand so viel Geld.“ Nimm doch das Beispiel Goretzka. Ja, der ist seit 2 Jahren auf dem Absprung und es gibt keinen Verein, der ihm mehr wie 10 Millionen zahlen will. Ja, das ist halt das Leistungsniveau, was 'n Goretzka hat. So, er verdient nur bei uns so viel. Ich meine, dass der Leroy mit Galatasaray 'n Doofen gefunden hat, Hut ab, ja. Lob und Anerkennung, aber das ist halt, wenn du Pini Zahavi holst, der kriegt das noch hin. Ja. Und 'n Coman konnte auch nur nach Saudi-Arabien gehen. Aus der Premier League oder sonst wo, kein Mensch hätte ihm das Gehalt gezahlt, was er beim FC Bayern verdient. Ja, geschweige denn mehr. Ja, und das ist doch unser Problem, was wir haben. So. Das Problem hast du mit dem Gnabry, das hast du mit dem Goretzka. Ja, wahrscheinlich wirst du beiden am Ende der Saison sagen: „Ja, pass mal auf, hier 10 Mille, 12 Mille, 2 Jahre, nimm oder lass.“ So. Dü, 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 dü. Ja, brauchst du mir nicht sagen, Claudio. Brauchst du mir nicht sagen, ich weiß, wie das aussieht. Brauchst du mir nicht erzählen. Deswegen bin ich auch in keinem Fanclub. Kann gut sein, dass es gute Fanclubs gibt, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber gerade nach München hin, du hast ja viele Fanclubs, die von außerhalb kommen. Du hast ja wenig, die direkt da aus der Ecke kommen. Ja, was machen die alle bei zwischen, was weiß ich, 4 und 12 Stunden Busfahrt? Ja, die dübeln sich die Birne zu, Alter. So, das ist nicht meine Welt. Ja, PK ist noch nicht gestartet, ne?
Naja, wir haben ja solche Leute im Verein. Du kannst aber solche Sachen halt nicht auf den Fußball ummünzen, so einfach. Das ist ja das Problem. Im Großen und Ganzen haben wir es ja schon gut gemacht so, ne? Man muss jetzt halt also der Weg ist ja gerade der richtige, den wir einschlagen. UPA wird jetzt so 'n Knackpunkt sein, denke ich, wenn du dir da wieder auf der Nase rumtanzen lässt und da wirklich dich auf diese 20 Mille einlässt, plus die 20, 30 Handgeld. Ja, also dann kriegst du das nicht mehr eingefangen, ne? Dann wird jeder Spieler, wo der Vertrag dann in den Jahren auslaufen wird denselben Move machen. Weil der Move dann bei Davis geklappt hat, bei UPA geklappt hat und dann wird den jeder bringen. So. Und dann kannst du halt auch nicht zu Michael gehen, und ihm sagen: „Komm, pass mal auf, Michael, lass uns mal den Vertrag verlängern. Wir möchten nicht, dass du 'ne Ausstiegsklausel hast. Wir geben dir 17 Millionen.“ Dann sagt der: „Was?“ Kannst du da nicht bringen, den Move, wa? Ah. Ja, ach, da haben wir doch guten Weg jetzt gemacht mit den Altlasten. Also, da bin ich zufrieden. So, du hast Leroy gehen lassen, wenn auch ungewollt. Halleluja. Fußball Gott sei gedankt. Du hast Thomas Müller in Rente geschickt. Völlig fein. Ja, das waren genau die richtigen Moves und du bist Kingsley Coman losgeworden. So, du hast 60 Mille Gehalt gespart mit 3 Spielern. Ja, top. Ja, die Altlasten hast du weggearbeitet. Du wirst Gnabry und Goretzka wegarbeiten nächstes Jahr, indem du denen sagst: „Hier, was weiß ich, wahrscheinlich 10, 12, friss oder stirb, friss oder wechsle den Verein“, weil du bist auf beide Spieler nicht angewiesen, nicht ansatzweise, ja. Ähm, darauf wird's hinauslaufen, dann sind die Altlasten auch weg. Aber du hast ja jetzt schon wieder neue Lasten gemacht mit diesem Davis-Move halt letztes Jahr. So, das war halt wieder dumm, ja. Das ist wieder das Problem. Ja. Du hast noch Kimmich, ja, Kimmich, den hast du verlängert. Da hast du dir gedacht: „Ach komm, hey Josh, der kriegt die 20 weiter. Ist ja unser Kapitän der Zukunft.“ Ja. Also, wie gesagt, da sind wir auf 'm guten Weg, ne? Alles gut. Also, das ist schon besser gelaufen, als ich es erwartet hätte mit den Altlasten. Du hast jetzt, wie gesagt, den Gnabry noch da rumdümpeln und den Leon, die beide maßlos überbezahlt sind. Der Rest ist, denke ich, fein, ja? So, wir müssen ja auch nicht darüber diskutieren, wenn Spieler wirklich gut performen, dann sollen sie auch das Geld verdienen, weil einfach so viel Geld in diesem Markt drin ist. So, da spricht ja nichts gegen, ne? Wie es Ambo halt vorhin schrieb, das Problem ist halt, wenn wir anfangen, Durchschnittsspielern oder Spielern auf internationalem Niveau dieses Geld schon zu geben. So. Das haben wir leider beim Davies halt wieder getan. So. Jetzt musst du halt du musst jetzt eigentlich musst du jetzt hoffen, dass ein Davies jetzt, wenn er wiederkommt, der muss halt 2 Steps machen. Der muss auf 'n Niveau kommen, was absolut geisteskrank ist, dann ist alles gut. Ja, dann kannst du das verargumentieren im Kader. Wenn der aber auf seinem internationalen Niveau rumdümpelt, wo er jetzt auch rumgedümpelt ist, ja, dann verargumentier mal gegen irgendeinen Spieler, dass der 20 Millionen verdient und der dann nur 10 oder 12. Das ist das Problem. Ja. Was du dir leider geschaffen hast mal wieder. Was ein bisschen schade ist. Mm, 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 mm. Ja, das könntest du mit dem Serge machen. Jahresverträge, ja. Der braucht diesen Anreiz einfach. Ja, keine Ahnung, so mit diesem Saufen im Stadion und so. Ich sage mal so, wenn du noch so zwischen 18, vorher darf man ja nichts trinken, Hust, bis 25 vielleicht bist. Keine Ahnung, habe ich früher auch gemacht, kann ich voll nachvollziehen so. Da bist du einfach noch nicht reif in der Birne, da lötest du dir die Birne zu, gehst zum Fußball, alles gut, kenne ich selber, ja. Wenn du da aber wirklich irgendwelche Fanclubs siehst, da mit irgendwelchen Leuten so in meinem Alter, zwischen 40 und 50, die sich die Birne dazu löten, damit sie ihr Leben vergessen und dann zum Fußball gehen und total besoffen in der Kurve da rumstehen und die Fresse nicht aufkriegen, wenn sie
um Stimmung geht, weil sie gar nicht dazu in der Lage sind. Alter, keine Ahnung. Dann setz dich vor das Stadion, löte da die Birne zu und gib die Karte jemandem, der Bock hat, Stimmung zu machen. So. Ja? Punkt. Kriegst vom Spiel eh nichts mit. Ist halt so. Nee, das stimmt nicht, dass alles mit dem Lucas Hernandez die begann. Obwohl, hatten wir letztes Mal schon mal die Diskussion, ne? Lag ich da falsch? Ich weiß es nicht. Ich muss das nochmal nachrecherchieren. Aber wurden Leroy Sané nicht vor Lucas Hernandez verpflichtet? Ich gucke das jetzt nach. äh. 2020, 21. Leroy Sané. Lucas Hernandez. 1920, ja. Aber was hat der Lukas denn verdient gehabt? Das waren 12 oder so, ne? Cash, glaube ich, ne? Ja. Ja, so ist das. Ja, da die PK nicht in München ist, können wir nichts mit den Mikros zu tun haben. Leute, nachdenken! Ja, er hätte, glaube ich, sogar über 20 bekommen wenn er denn mit Bonus und sowas. Ja, stimmt schon. Aber der hat wenigstens immer sich den Arsch aufgerissen. Ja. So, da hast du nicht einmal so dieses Gucci-Knabri-Verhalten gesehen oder dieses so, ach, ich habe keine Lust heute. Ich bin Leroy, ich brauche nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, ganz ehrlich, wer das macht, weiß auch nicht, warum man Eber kritisiert, das Koman nur für 30 Millionen abgegeben. Mehr bekommst du halt nicht. Und dass er abgegeben wurde, wichtig. Außerdem dachte Eber, dass er die 30 Millionen wieder reinvestieren darf, ganz genau. Hat nur der Messias und Tegernsee etwas anders gesehen. Ja. Verstehe ich auch nicht. Also für mich war, selbst wenn du nur 20 gekriegt hast, ja, oder 25, Junge, es war viel, viel wichtiger, einfach diesen Gehaltsposten wegzukriegen. Ja. Und einfach auch den Raum zu schaffen. Ja, ja, auch wenn Lennart Kahl jetzt gerade nicht die Überperformance bringt und so weiter. Es ist halt wichtig, den Raum zu schaffen, dass der Trainer halt die Spieler da reinwerfen kann. So, das konntest du vorher nicht. Da saß ein Koman auf der Bank, da saß ein Sané auf der Bank oder da saß ein Koman und Gnabry auf der Bank oder Gnabry und Sané. Wenn da ein Jugendspieler war, dann war der in Position 3, 4, dann war noch ein Müller da, das heißt, er war an 4 oder 5. Ja, es ist wichtig. Es ist völlig fein, wenn du da einen dahinter hast, der performt, ja, der auf dem Level ist. Und dann ist es super wichtig, dass du da 2, 3 junge Jungs dahinter hast. So. Also ich fand das auch, ich weiß ja auch nicht, in welcher Welt die Leute leben. Ja. Die denken auch, ja, die kommen aus Saudi-Arabien, da kannst du sagen, wir wollen aber 100 Millionen für Kingsley Coman haben. Die sind ja auch nicht doof. Klar können die Geld scheißen, ja. Und wenn das irgendwie ein Club vom verkappten Sponsor gewesen wäre, hätten die dir vielleicht auch 20 Millionen nochmal mehr zugeschustert. Aber doof sind die doch auch nicht. Ja. Auf den Kopf gefallen sind die auch nicht. Davis wird wohl einschlagen. Ja, ja. Davis wird einschlagen. Bin gespannt. Nee, ich habe da keinen Fremdscham. Das sind halt einfach dumme Menschen, Alter. Ich habe Fremdscham, wenn der Uli in irgendeiner Sendung sitzt und seine eigenen Mitarbeiter und Spieler schlecht redet. Dann habe ich Fremdscham. Aber wenn irgendjemand meint, er muss sich die Birne zusaufen, Alter. Ganz ehrlich, den Leuten ist nicht zu helfen, Alter. Da habe ich keine Fremdscham, da habe ich kein Mitleid, da habe ich gar nichts, Alter.
Das Einzige, was einen traurig macht, ist, wie es dann hier stand, wenn dann halt Vorfälle wegen Alkohol sind, so. Ja, aber Mitleid habe ich mit den Leuten dann auch nicht, Alter. Wer meint, er muss sich zusaugen, fällt dann eine Treppe runter im Stadion oder so. Pah, drauf geschissen, Alter. Lass den Alk aus der Birne. Fertig. Mitleid null. Absolut null. Ich traue Hernandez vom Spielstil immer noch hinterher. Der beste IV, den wir in den letzten Jahren hatten. Ich mag ihn einfach auch vom Spielstil, ey. Ich habe ihn geliebt, was das anging. Nachdem er seine komische Fallsucht abgestellt hatte, ne? Ja. Aber ansonsten, von der Mentalität her, von der Art und Weise auf dem Platz, boah, war schon gut, ey. Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht, was da die Vorfälle sind im Stadion. Ist mir auch egal. Sind viele alte Menschen, kann halt sein, dass er, ne? Heißt ja nicht, dass er auf Alkohol zurückzuführen ist. So. Ich sag nur, wenn da irgendwelche Leute wegen Alkohol irgendwas haben, ist mir das scheißegal. Ich kein Mitleid mit. Was nicht heißt, dass du da eine 2, 3 Bierchen im Stadion trinken kannst. So, ist ja alles gut. Ja. Aber wenn du dich da zulötest und da. Hör mir auf. Genug erlebt in meinen Jahren, ey. Ja, wie gesagt, Coman-Transfer war alles richtig und richtig und wichtig. Vom Max. Und ich kann auch einen Uli verstehen, dass er dann diesen Move macht. Ja, es wäre natürlich schlauer gewesen, wenn er den Move gemacht hätte, so, ey, alles gut, wir verpflichten nichts mehr. Du hast 2 Jugendspieler, sieh zu. Wäre vielleicht noch ein bisschen schlauer gewesen. Für Max natürlich super scheiße. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber aus Ulis Sicht verstehe ich den Move schon so, ne? Wenn man die Vorgaben gibt, und die hat man gegeben, ja, vor 2 Jahren schon. Deswegen haben sich ja ein Freund und Eberl da hingesetzt und das kommuniziert. So, wir wollen unsere Talente einbinden und man scheißt dann da drauf und verkauft die alle, verleiht die alle und ja, da musst du halt irgendwann diesen Move machen und dann kriegst du den Uli-Move. Dann kriegst du den Hammer und dann sagt er, ja, alles gut, das ist jetzt euer Kader, sieh zu. Ja. Muss halt den Trainer und die sportliche Führung dazu zwingen. Ja. Das kann ich schon verstehen. Hätte Stanisic für 15 Millionen verkauft? Ja, 50 Millionen wollten wir haben. Das war ja kein Angebot über 50 Millionen da. Also wenn man das glauben darf, was geschrieben wird. Und wenn du Juve kennst, dann weißt du auch, das hast du bei Pavard gesehen, mit viel Wohlwollen hätten die sich vielleicht auf 30 eingelassen, ja. Das wäre aber das Maximale der Gefühle gewesen. Und Stani für 30 verkaufen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Dafür ist er einfach viel zu flexibel in der Abwehrreihe. Ja, Kingsley hat eine super Zeit bei uns gehabt. Ja. Die letzten Jahre waren halt schwierig, hatte aber dieselben Probleme wie Serge, immer wieder verletzt und so. Ja, er konnte nie so die ganzen Erwartungen erfüllen, so der neue Ribéry und so. Das hat er nie hingekriegt. Wie auch? Wer hätte das hinkriegen sollen, ja. Aber ansonsten hat King eine super Zeit bei uns gehabt. Also bei King hast du nie also ich nicht oder super selten mal das Gefühl gehabt, so der hat keinen Bock, ja. So wie es bei D-Boy hattest, wie es bei Gnabry in 80% seiner Spiele hast. Das hast du beim King halt nicht gehabt. Du hast oft gesehen, so der hat keine Form, ja, die letzten Jahre. Das hast du gesehen. Aber ansonsten, das war schon alles gut, ey. Mm, 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 mm. Naja, aber das Problem ist ja meistens nicht, dass du nur alkoholfreies Bier im Stadion verkaufst. Das ist ja in vielen Stadien so. Das Ding ist ja schon, dass die Leute mit 2 Atü auf den Kessel da reingehen. Ja, das ist so das Problem. Gibt ja keine Alkoholkontrollen.
Ja, bin ich bei dir, Ambo. Das war halt super dumm. Und ich garantiere dir, wenn du gekommen wäre auch noch einer dieser. Ja, ein Gnabry nicht. So ein Gnabry wäre das egal gewesen. Aber ich denke, ein Koman wäre auf jeden Fall gegangen. Ich glaube nicht, dass der sich damit abgefunden hätte, dann ganz klar Ersatzspieler zu sein, was er gewesen wäre. Aber du hättest ja da nicht ein Duell für 50 oder 60 Millionen verpflichtet und hättest den dann auf die Bank gesetzt. Ist ja ähnlich wie mit Michael. Also. Aber das ist ja, was ich sage. Da sind wir halt wieder bei der Thematik, aber die haben wir schon 100-mal jetzt besprochen, dass er halt in seiner alten Welt lebt. So, heute läuft das halt anders. Du musst heute die Spieler unter Druck setzen, indem du andere Spieler erst verpflichtest und nicht sagen, so, ja, wir verpflichten erst Spieler, wenn wir unsere jetzigen Spieler loswerden. Nur die jetzigen Spieler wirst du nicht loswerden, weil die so viel Geld verdienen, dass sie da gar kein Interesse dran haben. Die haben dann Interesse daran, wenn sie kein Faktor mehr sind. Weil sie eventuell noch für ihre Nationalmannschaft spielen wollen oder sonst was, ja. Aber ansonsten, das heißt, du verpflichtest erst die Spieler, die spielen, dann sitzen die ein halbes Jahr auf der Bank und dann fangen die an nachzudenken und werden vielleicht den Verein verlassen. Ja? Aber nicht umgekehrt. Umgekehrt klappt das nicht. Das haben die einfach nicht verstanden. So, hast du doch jetzt gesehen. Hast du doch jetzt wieder gesehen. Du hast einen Diaz verpflichtet. So, es war klar, dass Diaz die linke Seite spielen wird, weil du hast ihn verpflichtet für 75 Millionen. Der sitzt nicht auf der Bank. Ja. Was ist passiert? Ja. Hä? Den gleichen Booms hättest du letztes Jahr schon haben können. Weiß ich nicht. Aber da, wie gesagt, da sind die halt noch in ihrer alten Zeit gefangen, halt einfach, die alten Männer. Unsere EVs brauchen wir doch nicht diskutieren, oder? Da haben wir doch kein Problem dieses Jahr. Nee. Nee. Also ich glaube nicht, dass das eine Geldgeschichte war. Ich glaube einfach, dass ein Company gesagt hat, der Spieler passt nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Sorry. Wir haben jetzt keine 80 Millionen für die dicht gekriegt, Alter. Das waren irgendwas 40 oder was. Mit Mazraoui waren es insgesamt 55 oder so ein Scheiß. So, das ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie 60, 70, 80 Millionen gekriegt hast für den Licht. Nee. Ich denke einfach, der Company wird gesagt haben, der Spieler passt einfach nicht in das System, was ich spielen will. Anders kann ich mir das nicht erklären. Genau, unsere Innenverteidiger waren nicht das Problem, sind auch nicht das Problem. Naja, ich glaube auch, dass er nicht gepasst hätte. Ja, aber pusten lassen und nicht reinlassen, das dauert und ja, kannst du knicken. Ich habe das mal, das ist schon ewig her, bei irgendeinem Pokalspiel, da war das mal so, aber auch nur, die haben die Leute halt angeglotzt, so. Und wenn du irgendwie auffällig warst, haben die dich pusten lassen, so. Aber ansonsten passiert das nicht. Kannst du ja auch gar nicht, das dauert ja alles. Wann willst du denn anfangen, die Leute einzulassen? Lass mal 60.000 Menschen pusten, Alter. Gut, heutzutage geht es alles ein bisschen schneller, ne? Ist schon richtig. Keine Ahnung. Aber ja, irgendwelche auffälligen würde ich halt auch rausziehen heutzutage. Und da man Hausrecht hat, ist das ja auch gar kein Problem zu sagen, das ist die Grenze und Abfahrt. Conny Leimer, guck mal, haben wir doch recht gehabt. Wir haben gesagt, Conny Leimer ist da. Wir haben es vorhergesagt. Wild, ne? Hat er sich auch verdient, der Conny. Hat er sich verdient.
Conny. Ja, ich mag einen Conny. So stark. Okay. Nix sehr Wildes mehr. Heißt, wir gehen rein in den Bums. Conny! Ja, bevor wir reingehen, das weiß ich nicht, wer das entscheidet. Aber ich denke mal schon, dass man sich da hingesetzt hat und gesagt hat, kannst du den gebrauchen? Wir hätten ein Angebot. Ja, nein, was weiß ich. Keine Ahnung, da blickst du ja bei unserem Verein nicht durch, wer da irgendwo irgendwas entscheidet. Vielleicht ist auch der Uli gekommen, hat gesagt, pass mal auf, den Delicht, ne, den kann ich einfach nicht. Und ich kriege hier 45 Millionen, tu den weg. Kann auch sein, wir wissen es nicht. So. Conny ist nobel gekleidet, genau, da gehen wir jetzt rein. Zip, zap, zap. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wie Oh, ist wieder richtig laut. Conny ist bereit. Aber eine Frage vielleicht eingangs von mir schon mal, Conny. Was denkst du? Erwartet den FC Bayern morgen? Das Spiel, die Bedingungen? Wie sind deine Gedanken? Ja, schlussendlich ist Champions League. Wir hatten genug Zeit, uns vorzubereiten, wie gegen jeden anderen Gegner auch, und versuchen einfach unser Spiel am Platz zu kriegen. Das ist immer das Wichtigste, dass wir auf uns schauen, dass wir unsere Idee, dass wir unsere Intensität, wie wir Fußball spielen, oh, dann noch mit Echo, 90 Minuten am Platz kriegen, und am Ende wollen wir einfach 3 Punkte holen. Und okay, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind nicht dafür zuständig, dass wie der Ton ist auf der PK. Wenn ich das jetzt gerade höre, Echo, super leise, vielleicht haben wir doch unser Equipment mitgebracht. Also ich mache für euch gerade 20 Dezibel mehr drauf, damit ihr ein bisschen was hört. Ja, vielleicht ist es ein bisschen wärmer hier in Zypern wie gerade in München, aber sonst passt gut. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Okay, dann haben wir eine Fragestellung von den Kollegen von Amazon, bitte. Konrad, euer Saisonstart war ja überragend. Wenn man sich so im Sommer einen Saisonstart ausgemalt hätte, hätte man ihn sich so ausgemalt? Ich glaube, es gibt nicht viel auszusetzen, wenn man von 8 Spielen 8 gewonnen hat. Ich glaube, es hätte auch damals jeder unterschrieben, oder hätte ich auch unterschrieben. Ja, schlussendlich macht Spaß, gerade mit der Mannschaft Fußball zu spielen, so wie wir spielen. Und wir wollen natürlich genauso weitermachen, wie wir reingestartet sind. Gleich daneben bitte, ja. Hi, Was war das denn auch wieder für eine hohle Frage? Ich meine, ist Amazon jetzt, ja, aber was ist das für eine Frage? Hättet ihr euch den Saisonstart so ausgemalt, wenn ihr hättet ihr euch den so aussuchen können? Nee, wir wären gerne mit 4 Niederlagen und 2 Siegen und 2 Unentschieden gestartet, anstatt mit 8 Siegen. Ist doch logisch. Eine Frage noch zur Vorbereitung. Du hast gesagt, ihr schaut auf euch, aber bei so einem unbekannten Gegner, da lauern ja auch manchmal Überraschungen. Wie sehr habt ihr euch auch speziell auf den Gegner vorbereitet, oder ist der Fokus wirklich nur hauptsächlich auf euch? Nee, wir haben uns komplett auf den Gegner vorbereitet. Jede einzelne Phase von ihr angeschaut, was uns da erwartet, wie die Fußball spielen, was deren Plan ist. Und das ist eine gute Mannschaft, die was guten Fußball spielt, die was gute Prinzipien haben. Und wenn wir da nicht auf unser maximales Level kommen, sag ich jetzt mal, und wenn die viel Zeit und viel Raum bekommen, können die dir in jeder Phase wehtun. Also das, mit dem wir schon auf uns, eher daran gemeint, dass wir auch unsere Leistung zu 100% am Platz kriegen, weil morgen einfach Champions League ist und der Gegner eine sehr gute Mannschaft ist, der was dir, wenn er genug Raum, genug Zeit hat, dir in allen Phasen auch einfach wehtun kann und Tore schießen kann. Naja, gut, das trifft aber auf alle Mannschaften zu, oder? Wenn du einem Gegner genug Raum und genug Zeit gibst, dann kann dir jede Mannschaft auf dieser Welt wehtun, weil die können ja alle Fußball spielen irgendwo, also. Zumindest die Mannschaften, die in der Champions League spielen, behaupte ich jetzt mal. Also. Brauchen den Gegner jetzt nicht künstlich stark reden. Ich bin sehr gespannt, was der wirklich zustande zu leisten ist. Ja, wir tun uns auswärts ein bisschen schwer. Das wissen wir ja. Von daher mal schauen.
Ja, also ich kann zu dem Gegner gar nichts sagen. Also, I don't know. Aus Zypern. Aus Zypern ist dieser Gegner. Also für alle zur Info, das ist gerade aus dem Livestream, war. Für die es auf YouTube sehen, falls ihr euch wundert, dass ich zwischendurch hier irgendwas eingehe. Die Frage war halt, aus welchem Land unser Gegner ist. Okay, dann das Mikrofon hier vorne. Please in the second row, yes. Σας καλωσορίσω στην Κύπρο. Είμαι Κύπριος δημοσιογράφος. Σας προβληματίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου, γνωρίζετε κάποιους? Okay, der Conny hat auch keinen Übersetzer. Wer spricht hier, weiß ich nicht, was war das? Spanisch vielleicht? Keine Ahnung. English, please. Once again, please. Δεν άκουσα εξακάμι, δεν είναι εξακάμι. Do you know... That's better. That's better. Okay. You get it? Okay. Okay. English is good. Repeat the question. Okay. Greek? Yes. Repeat the question. Ah, doch Griechisch, ja. Macht Sinn in Zypern, wa? Γνωρίζετε κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου οι οποίοι σας προβληματίζουν? Do you know any of the players of Paphos that might give you problems? Και πώς σας έχει προετοιμάσει ο προπονητής σας να αντιμετωπίσετε And how have you prepared την ομάδα αύριο? to face Paphos tomorrow? Dauert ein bisschen, bis die Übersetzung ankommt. Der muss auch erstmal tief ins Mikro reinatmen, der Übersetzer. Was soll der Conny jetzt dazu sagen? Also wenn er einen Spieler von dieser Mannschaft kennt, Alter. Ja, wie vorher schon gesagt, wir haben uns auf die Mannschaft genauso vorbereitet wie gegen jede andere Mannschaft und da uns genau den Gegner angeschaut, wer wo spielt, was die Stärken, was die Schwächen sind und ja, schlussendlich haben wir eine Mannschaft gesehen, die was sehr gute Prinzipien hat, die was weiß, was sie machen wollen, wenn sie einen Ball haben, wo die auch jedes Mal gefährlich sein können und wie vorher schon gesagt, wir wollen einfach da unsere Intensität reinbringen, dass wir einfach das Spiel auf unsere Seite ziehen, dass wir unsere Sachen reinkriegen und am Ende dann so auch die 3 Punkte holen. Dann hinten der Kollege von Prime nochmal, bitte. Ja. Ja, 100 Tore in 104 Spielen für die Bayern. Ich weiß, muss dafür wahrscheinlich viele Fragen beantworten. Harry Kane, sag doch nochmal für uns, was zeichnet den aus auf dem Platz, aber vor allen Dingen auch in der Kabine? Ja, es ist unglaublich auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt 100 Tore, ich habe noch nicht mal 100 Spiele für Bayern und wir sind gleich gekommen. Ja, der Conny, ey. Der war nicht schlecht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt so wenig gespielt habe die letzten 2 Jahre. Aber ja, es ist beeindruckend und er ist beeindruckend und das kommt auch nicht von irgendwo. Ich glaube, man merkt es einfach, wie er arbeitet, was er investiert und das ist dann einfach nur schön, wenn man Leute sieht, die was so viel investieren, tagtäglich, hinter verschlossenen Türen, was jetzt nicht jeder sieht und dann am Ende dann so erfolgreich sind. Das freut mich erstens und er ist als Kerl überragend, er ist als Fußballer überragend und er soll einfach so weitermachen. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlecht, so 100 Tore in 104 Spielen. Hat es ja noch nicht so oft gegeben. Und ja, ich bin knapp Hat es nicht so oft gegeben, hat es noch nie gegeben. dran. Ich glaube, ich habe noch ein Spiel und ich kann jetzt mir fehlen noch ein paar Tore, aber dann habe ich auch fast 100. Okay, wir zählen genau mit. Okay, danke 1, 2 und gleich sind wir zurück mit dem Trainer. Super, danke, ciao. Das war's schon, oder was? Das ist ja eine wilde Nummer. Wild. Ja, schnauf mal richtig rein. Mach mal ein bisschen leiser. So. Wild. Also weiß ich auch nicht, im Fußball PKs ist irgendwie... So technisch ist Katastrophe, oder? Aber das hat er selbst, ich meine, ich habe ja nur auf eine PK reagiert und das war ja auf die Nagelsmann-Geschichte beim DFB, aber da war das auf jeden Fall besser umgesetzt. Da hat auch jeder sein eigenes Mikrofon gehabt.
Ja, was willst du denn jetzt auch erwarten? Was willst du denn da jetzt Was willst du denn da die Leute jetzt fragen? Na, du spielst gegen einen Club, den du nicht kennst. Du kennst keinen Spieler aus dieser Mannschaft. Da kann der Reporter ja auch gerne nachfragen. Da kriegst du ja keine Antwort drauf. Was soll der Conny da auch sagen? Und man sagt die gleichen Floskeln. Ja, wenn der Gegner Zeit und Raum lässt und der weiß schon, was er machen will mit dem Ball. Ja, was willst du da jetzt auch fragen? Ja, kommt noch eine Frage zu Harry Kane, zu seiner außergewöhnlichen Leistung und that's all. Es gibt doch keine Themen gerade bei uns. Vielleicht beim Trainer das Thema, ja, wie sieht's denn aus? Wird denn Tom Bischof nochmal in der Startelf stehen? Da wird der Winnie sagen, Männer, ihr wisst das doch. Werdet ihr morgen sehen. Dann kommt die Frage, gibt es Verletzte, gibt es Angeschlagene? Da wird der Winnie sagen, nee, alle sind gut. Abschlusstraining morgen, dann können wir mehr sagen. Dann kommt die Frage zum Gegner. Wie schätzen Sie den Gegner ein? Was wird Sie erwarten? Dann kommt dieselbe, ein bisschen ausführlicher von Winnie. Kommt dieselbe Antwort wie von Conny. Ja, also wenn wir den Gegner Raum und Platz geben, dann ist er natürlich sehr gefährlich. Der weiß, was er zu tun hat mit dem Ball. Wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen. Wir müssen unseren Matchplan durchziehen und dann werden wir als Sieger vom Feld gehen. So, Top 3 Fragen schon mal beantwortet. Gerne, mache ich gerne für euch. Aha, warum sollten die denn stärker sein als Wiesbaden? Klär mich mal auf. Die zyprische, heißt das zyprische? Ist die zyprische Liga so gut oder was? Kidrocker, servus. Oh, da ist er. Psst, Ruhe jetzt. Guck mal, edler Zwiebeln. Ja, Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern morgen hier auf Zypern. Vincent Kompany ist jetzt bei uns Chefcoach und wartet auf die Fragen. Ich denke, wir beginnen wieder mit Amazon Prime hinten rechts. Ja. Ich würde auf Deutsch fragen. Herr Kompany, ist ja ein sehr besonderes Spiel. Längere Anreise am Strand, tolles Wetter. Wie bereiten Sie sich auf so einen Gegner vor und was erwarten Sie auch für eine Mannschaft? Ja, Sie sagen am Strand. Ich glaube, Sie sind am Strand, wir nicht. Nein, es ist für uns ein ganz normales Spiel. Wichtig natürlich, es ist Champions League und das hat natürlich immer ein besonderes Gefühl. Auch totales Respekt für die Gegner, weil die keine leichte Weg zum Champions League hatten und man darf das nicht vergessen und die haben bis jetzt in dieser Champions League schon, glaube ich, 7 Spiele gemacht, 0 verloren und es waren keine leichten Gegner, deswegen wissen wir schon, was auf uns zukommt und trotzdem haben wir volles Vertrauen in dass wir die 3 Punkte holen können und das ist unser Ziel. Dankeschön. So, erste Vorhersage haben wir abgehakt, oder? Ich habe ja gesagt, Winnie will das ein bisschen länger in die Länge ziehen. Also 1 von 3 haben wir schon mal. Nebendran bitte, ja. Wir haben eben auch mit Konrad Leimer schon sprechen können. Der hat gesagt, die Vorbereitung, natürlich guckt man auf sich, aber man guckt auch auf den Gegner, man ist gut vorbereitet. Was genau sehen Sie bei Paphos als eventuelle Gefahren auch im Spiel morgen, auch wenn die Zielsetzung natürlich klar die 3 Punkte sein werden? Ja, dieses bisschen ähnliches Gefühl als beim Club-WM manchmal, wo man gegen Gegner spielt, die man ganz nicht so oft trifft, wo man erstmal alles nochmal ganz neu einstudieren muss und ganz wenig Information hat vorher. Und jetzt haben wir das alles gemacht und es sind ähnliche Spiele, die auch emotional an die Grenze gespielt werden. Und wir haben gesehen im Club-WM, wie viel Emotion auch eine Rolle spielt in diesen Spielen und das müssen wir morgen auch nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass das morgen auch ein sehr wichtiger Faktor ist, diese Emotion, was die versuchen wollen, wie die Leben in diesen Spielen behalten wollen und
aber es macht auch, ich finde es auch es macht auch Spaß, immer wieder neue Mannschaften anzuschauen. Und wenn man alle Informationen hat, dann hat man auf einmal auch sehr viel Respekt für die Gegner. Und deswegen möchte ich erstmal eine gute Leistung sehen von unserer Mannschaft, weil ich glaube, dass es morgen gebraucht ist. Und dann will ich natürlich am Ende, dass wir gewinnen. Dann eine Frage auf Griechisch. Das wollen wir alle, wa? Coach, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Κύπρο. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι όλοι οι ποδοσφαιρικοί φίλαθλοι Κύπρος, αλλά και ιδιαίτερα οι φίλαθλοι της Πάφου, all of the fans of Paphos, but also Cyprus, they are anticipating with a lot of excitement the tomorrow's game, and of course they respect Bayern a lot. My question, do you know any of the Paphos players? Which ones you think are dangerous? Er versucht so mal, ob er beim Trainer eine Antwort auf seine Frage kriegt. Das weiß ich nicht. Ich kann den Übersetzer leider nicht fragen. Ich weiß nicht, warum der das Mikro ist. Ich euch nicht sagen, Leute. Er fragt auf jeden Fall, welcher Spieler er kennt, welcher Spieler besonders gefährlich ist. Ja. In terms of tactics, you may also know the coach, Juan Carlos Carcedo, the coach of Paphos. Do you know his system, his approach to the game? And have you prepared your counter to them? Der hört gar nicht mehr auf. Will dir nichts zu sagen. Er hat noch gefragt, ob er die Taktik kennt vom Gegner und wie er darauf reagieren wird. Ja, da sagt Vinny doch eh nichts. And do you expect an easy night or a tough game? Hat er doch gerade schon beantwortet. Also, Easy Game, es gibt keine Easy Games in der Champions League, Punkt. Ja. Champions League, das ist für die eins von ihren, weiß nicht gegen wie viele Top-Mannschaften die spielen. Top spielen, das ist ein absolutes Erlebnis für die, die werden sich einen Arsch aufreißen, die spielen zu Hause, die werden 110% geben und wenn du da mit 70% aufläufst, erst recht, wenn Kimmich noch in der Mitte unser Sechser ist, dann wird es sehr wahrscheinlich auch nicht reichen. Ja? Aber das ist normal, das ist klar. Ja? Ich denke, das haben die Spiele gegen Wien, Wiesbaden und Augsburg auch gezeigt. Wenn du da nicht bei 100% bist und das ein bisschen schleifen lässt, dann kann das halt so ausgehen und auswärts erst recht. Ja, also. And also, do you know anything about the person on the emblem of Paphos? If you know anything about the emblem and who the guy is on the emblem, what he represents. Nee, kannst du uns ja mal aufklären. Ich habe mich auch schon gefragt, wer das ist auf dem Emblem. Ich wollte das erst googeln, aber ich dachte mir, lassen wir mal uns auf der PK aufklären. Haben wir es jetzt? 4 Fragen, Alter. Jetzt wird's los. So, I'm just saying to the translator, is it okay if I answer in English? Good. It's a good translator. To answer the full questions, it's of course it's my job to know Paphos, to know the opposition tomorrow. Yeah. The history of the club and everything else, it's maybe a little bit different, but I understand a lot about the journey of the club. You know, from what I researched and happened to come across, you know, I know it's a young club. It's a merging of 2 existing clubs in the area, and I know that somewhere around 2014, something like this, they started the journey, and I understand that in the last couple of years it's been extremely successful with obviously the journey to the Conference League and I think almost in the last 16, right, against the Swedish team Djurgården. So it's a team as well with. And then this year, I mentioned, you know, you play against Maccabi, you play against Red Star, you play against Olympiakos. They are. Ja, aber krass, ne? Wenn die 2014 erst entstanden sind durch eine Zusammenführung und bis 11 Jahre später in der Champions League, Hut ab. Difficult opponents to beat
to get to this stage, and Dynamo Kiev as well. So watching the games, and then you ask me about the players. You know, I coached a few of them, so of course I know. I coached Derek Lucasen, the centre back. I coached Nani Di Matta, the striker. I see the German journalists speaking to each other because you missed this information. You knew it? No. You missed it, okay. Ja, nicht vorbereitet. I did, and of course, you know, there is a very famous central defender that I Wie 9K-Leute Stadion. Dürfen die in dem Stadion spielen oder was? Die spielen doch bestimmt in anderen Stadien, oder? Wenn die kein größeres haben. Das wäre ja schon wild. Played against quite a few times in my career, so I understand the team, and they have speed up front. The wingers, Yaya and the other striker, and Di Matta, of course, they're able to be dangerous on transition. They have another midfielder that I played, Sušić, that I played against when he was, I think, at Birmingham. And I was a coach in the second division in England at the time. So you asked me if I know. I understand what the players in this team and why it's not a team that you have to underestimate. And then about the coach, of course, he was, I think, over 700 games the assistant of Unai Emery. So it's pretty clear how resilient. Top vorbereitet, der Vini, ja? Top vorbereitet. They are in how they defend and the detail and discipline and organization they have in everything they do defensively as well, but also the structure when they attack. A very, very, very good mix between playing short to then go long and be direct and be aggressive on the second balls and find the balls into space, or for the wingers to create an opportunity from these moments. So, but we are prepared for this. We are used to playing against teams who have, you know, some really good ideas to create something, but we have our own ideas and that's why. But full respect for the opposition, because I think that if the outside can underestimate, I think our job is we cannot. Die Frage zu den Menschen auf dem Wappen. Person on the emblem, I think it was a Cypriotic hero, right? Top vorbereitet, Vini. Yeah? I can get the visa. Eine noch, vielleicht nochmal Prime. Kayana, bitte. Vincent, ich weiß, dass Sie natürlich immer sagen, Sie denken von Spiel zu Spiel. Aber was mich interessieren würde, wo liegt die Balance zwischen möglicherweise so viele Tore schießen wie möglich? Denn in der Liga, in dem neuen Format kommt es ja häufig auch auf Tordifferenz drauf an. Und die Haupttorschützen vielleicht auch ein bisschen schonen und dann eher rotieren. Wo liegt da die Balance? Ich habe noch kein Spiel angefangen. Vielleicht ein Rückspiel, wo du Toren schießen musst, aber ich habe noch kein Spiel angefangen, wo ich sage, ich will heute 4, 5, 6 Tore schießen. Nein, wir möchten erstmal gewinnen. Wenn es 1-0 ist, dann ist es 1-0 oder 2-1, aber einfach gewinnen ist erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, es wird eine Phase geben, wenn Sie auf Kalender schauen, nach der Länderspielpause, wo es mal richtig, richtig Hektik wird. Und dann hast du 3 Spiele in 6 Tagen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber jetzt haben wir 3 Spiele in 8 oder 9 Tagen. Und das ist schon ein großes Unterschied. Also schonen heißt nicht immer, dass man einen Spieler total rauslassen muss. Es kann auch sein, dass manchmal ein Spieler ausgewechselt wird. Und die sind fast alle ausgewechselt in die letzte Woche. Und wir haben genügend Tage gehabt zwischen die Spiele. Aber schauen Sie mal auf Kalender nach der Länderspielpause und dann wird diese Frage sehr, sehr relevant werden. Aber jetzt im Moment einfach Spiele gewinnen und man sagt Rotation. Für mich ist es mehr Konkurrenz. Es ist einfach Vertrauen haben im Kader, sagen auch an die Jungs, zeig mal, wie gut du bist, wenn du deine Chance bekommst.
Und es ist, glaube ich, gesunde Konkurrenz und am Ende hoffentlich bist du da in März und April und dann spielst du natürlich für die Preise und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Deutlichkeit. Aber jetzt im Moment ist auch Konkurrenz und das ist auch eine Kraft. Okay, vielen Dank, Vinny. Danke euch. Wir sehen uns morgen. Ja, und das ist auch gut so, dass mal Konkurrenz herrscht. Ja? Bin gespannt, ob die Konkurrenz auch bei Josh herrscht, die kommenden Wochen. Ja, das wäre sehr zu begrüßen. Also für Champions League sehr kurze PKs, aber ja, ich meine, Vinny wurde abgefragt zum Verein. Das hat er bravourös bestanden, würde ich sagen. Und ansonsten habe ich nur eine Frage von 3 richtig vorher gesagt. Keine Frage zur Aufstellung, keine Frage zur Fitness, wer überhaupt fit ist. Bild. Aber ja, die Bild ist nicht anwesend, ne? Wilde Nummer. Ja. Was können wir mitnehmen? Wir können mitnehmen, dass Vinny ist vorbereitet. Vinny weiß Bescheid. Keine Höhnesfrage. Auf Champions League nicht, da gibt es sowas nicht. Und was habt ihr gegen meinen Premier League? Ist ja wohl frech, oder? Ist mein Markenzeichen. Schon werde ich ein T-Shirt mitzudrucken. Wilde Nummer. Also Stadion was? 10.000 oder was? Das ist ja auch schon ein Bild. Ist ja fast so viel wie hier bei uns im Ort, ey. Eine komische PK. Ja. So ist das auf dem Dorf halt. Ja. Was willst du da jetzt verlangen? Das ist ja jetzt nicht irgendwie... Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was willst du da auch für Fragen stellen? So. Ja, ist halt so. Solche PKs vermarktet man nicht Champions League. Nee, Champions League vermacht. Ich weiß gar nicht, wofür PKs überhaupt da sind auf Champions League. Oder generell halt. Wenn da nicht gerade Thomas Tuchel sitzt, ist ja im Großen. Obwohl ich muss sagen, diese Saison waren die PKs ja bisher einigermaßen okay. Konnte man ja ein bisschen was mitnehmen, aber letzte Saison war ja schon oft so die gleichen Phrasen, die gleichen Fragen. Ne? Ja, guck mal. Da lag ich doch gar nicht so schlecht, ey. Ich hätte jetzt auch gedacht, so um die 10, weil die waren ja mal Zweitliga ein Jahr. Also da musste ja gewisse Größe haben, sonst darfst du ja gar nicht Zweitliga spielen. Ich glaube, da musst du 10.000 haben, oder? Für zweite Liga in Deutschland. Bin mir aber nicht sicher. Weil da mussten sie damals noch extra irgendwie eine Tribüne dahin zimmern für Gäste oder sowas. Irgendwie so. Ja, so ist das. So ist das. Bin gespannt morgen. 3-0 habe ich getippt übrigens. Und was macht ihr euch über die Kopfhörer lustig? Da kommt Ton raus, ist doch wurscht. Der FC Pafos sollte stärker sein als Wiesbaden. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie stark man Zypern einschätzen kann. Also wenn der Vinny gerade sagt, er kennt die Spieler, er hat 2 selber trainiert bei Birmingham. I don't know. Wir werden es morgen sehen, denke ich, ne? 6-0. Ich habe 3-0 stehen. Beide Jackson. Wie soll er denn Tore schießen, wenn er nicht auf dem Platz steht? Das wäre natürlich Premium, ja. Also Bischof und Pavlovic, so unser Duo der Zukunft, wenn beide lang genug durchhalten bei uns. Würde ich auch gerne mal sehen, ja. Würde ich auch gerne mal sehen. Wäre schön. Ich glaube es nicht. Ich denke, morgen wird Kimmich auflaufen. Sehr wahrscheinlich mit dem Pavlo, weil Pavlo nicht 2 Spiele. Ne, 1 Spiel hat Pause gehabt, ne? Ja. Mal gucken. Und ansonsten so. Aber der Vinny erzählt ja immer so als Lockvogeltaktik auf der PKs immer. Hätte er gesagt, so, es kann ja auch sein, dass die ausgewechselt werden. Aber ich denke schon, Champions League, ich denke, wir werden vorne mit unseren starken 4 beginnen.
werden dann vielleicht früher wechseln, so ein Jackson und weiß ich nicht, wie es mit dem Karl gerade ist, nach seinen durchwachsenen Vorstellungen mal abwarten. Ich denke mal, wird ein bisschen auf den Spielstand ankommen, ne? Gegen wen spielt denn eigentlich Frankfurt, um da mal einen Blick nach vorne zu werfen? Das wäre doch vielleicht noch interessant, oder? Weil Frankfurt hat ja eh nur Hammergegner in der Champions League, oder? Die haben ja richtige Dinger geschossen, ey. Wo sind sie denn? Die spielen gar nicht, oder was? Da. Bei Atletico. Ach, der grüne Neune. Eieiei. Naja gut, kann sich ja schon mal keiner beschweren. Die spielen am gleichen Tag wie wir. Also gibt es da schon mal keinen Wettbewerbsvorteil. Ja, weiß man nicht. Frankfurt ist immer so und so, ne? Ich meine, die haben ja was nach 48 Minuten 6-0 und dann haben die sich halt geschont. Also, die sind fit. Da geht ein bisschen was. Wilde Nummer. Aber alles zur gleichen Zeit, oder was? Ja. Naja. Schauen wir mal. Sollte eine klare Nummer werden, gibt es eigentlich keine Ausreden, wa? Klar, sollte man Gegner nicht unterschätzen und sowas, brauchen wir nicht drüber reden, aber am Ende des Tages eine Mannschaft aus Zypern, Alter, musst du halt einfach schlagen und gut ist. Was heißt denn leider gleichzeitig? Kannst du ja nebenbei angucken. Bayern läuft doch auf Prime. Kannst ja nebenbei auf der Zone nach Frankfurt gucken, wenn du das meinst. Ich brauche den Zugang nicht. Die Gala gerne gesehen. Was habt ihr denn alle mit Galatasaray, Alter? Was ist denn los mit euch? Nee, das ist richtig. Das ist ein Pflichtsieg, ja. Musst du gewinnen. Zumindest wenn du unter die ersten 8 willst, ne? Aber da müssen wir uns jetzt auch keine Sorgen machen, wenn wir unsere Spiele angucken jetzt. Wir sind da super stabil eigentlich. Ja, wir haben halt mal so diese, ja, wie in Wiesbaden und Augsburg, diese Phasen drinne. Da sind wir auch immer mal gut für. Aber ansonsten sind wir ja schon sehr, sehr konstant. Und solange Heavy diese Form hat, ist auch alles gut, ne? Aha, also guckt man Spiele, weil man den anderen Spielern das nicht gönnt und gucken will, wie sie versagen, oder was? Wild. Wilde Nummer. Wilde Nummer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bisschen schockiert gerade. Ich glaube nicht, dass Gala noch große Fresse hat, oder? Haben die nicht das erste Spiel auch richtig auf die Fresse gekriegt in der Champions League, oder was? Äh, 5-1 in Frankfurt, ja. Wo soll die noch große Fresse haben, Alter? Bitte dich. Siehste. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwie große Fresse ist. Behaupte ich jetzt einfach mal frech. Großer Homecoming nach Deutschland. Ja.
Ja, der Leroy wird schon irgendwann seine 3, 4 guten Spiele machen, also. Aber nochmal, was soll sich da ändern halt, ne? Aber wie gesagt, mir persönlich ist das auch wurscht. Sei ihm alles gegönnt, was er da macht, ist. Meine Gebete wurden erhört und das ist das Wichtige. Gut, Leute, wenn ihr keine Themen mehr habt, bin ich weg. Barca gegen PSG. Ich habe 2-2 getippt, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ja. Na gut. Dann werde ich jetzt mal die PKs hier noch fertig machen, hochladen und dann werde ich gleich noch ein bisschen Gaming-Stream anwerfen. Muss noch tippen, ja, dann tippen wir. Genau, auf ein gutes Spiel, Leute. Ich gehe von aus. Heavy it's his best. Und denkt ans Champions League Tippspiel. Stefan, wünsche ich dir auch. Genau. Viel Spaß morgen beim Spiel. So jung und vital. Corlio, laber nicht so Mist, ey. Sonst habe ich hier, warte, hier habe ich keine Sounds drauf, ne? Wir müssen den Tore zurückholen. Und zum Schluss